So, ihr Lieben, wir gehen in 3 Wochen in eine Gebetszeit hinein. Wir haben das Thema Glauben schüren, Wunder provozieren und ist so oft ein Titel, der in sich schon recht provokant ist. Und das haben wir auch bewusst ausgewählt, weil man kann passiv bleiben und einfach warten, bis Gott etwas macht. Oder man sagt, nee, wir wollen effektiv sehen, dass Gott etwas bewegt und man lehnt sich eigentlich in dem Sinne hinein. Und wir beginnen heute mit Identität, mit diesem Bilderrahmen. Und Susanne, was steht da drauf? Wie sieht Gott dich? Also wenn du gestern bei der Bild nicht da gewesen bist, bitte nochmals anschauen, weil das wird uns die nächsten 3 Wochen begleiten. Was ist in diesem Bildrahmen? Denn dann das, was man anschaut, zu dem wird man werden. Und jetzt muss ich euch sagen, es ist gar nicht so einfach, das rauszufinden, möchte ich auch sagen. Die einen sind völlig unter Druck und sagen, ja, ich habe keine Ahnung, ich sehe nicht durch. Und andere sagen, doch, ich sehe kristallklar, was Gott für mich bereit hat. Und Susanne, lasst uns doch ganz kurz beten, dass der Heilige Geist uns in den nächsten 3 Wochen oder auch irgendwann einfach uns die Augen öffnet und wir sehen können, doch, das ist so die Bestimmung von diesem Gott im Himmel. Ja, und himmlischer Vater, ich möchte dir so viel mal Danke sagen, dass wir in Beziehung mit dir leben können und dass wir auch die nächsten 3 Wochen ganz spezifisch mit Gebet, mit Worship und mit Bibellesen mit dir in Kontakt treten können und dich erleben können und dich mehr und besser kennenlernen können, damit du mehr Platz und mehr Raum einnehmen kannst in unserem Leben, weil du bist unser Schöpfer und du hast uns wunderbar und einzigartig gemacht und dass du sollst zunehmen in unserem Leben. Das ist unser Wunsch. Ja. Weil in der Bibel sieht man immer wieder so Momente, man sagt auf Englisch Encounter, wo Menschen eine Begegnung mit Gott gehabt haben. Es gibt das eigentlich immer, wenn du mit Gott unterwegs bist. Nicht jeden Tag, by the way. Man sieht es bei Moses, bei Abraham, bei Esther, Deborah, den Jüngern. Das kannst du die ganze Bibel durchgehen und das ändert das Leben nicht ein bisschen, sondern komplett. Der Bilderrahmen habe ich für mich so ausgewählt. Es gibt einen Bilderrahmen, wo die Hauptbestimmung von Gott in mir ist. Also was ist so meine Hauptbestimmung bei mir oder bei Susanne? Und dann haben wir Bilderrahmen gemacht für die Familie, für die Ehe, für die Finanzen, für die Kinder. Da kann man unlimitiert das machen, aber es hilft uns ein bisschen, sich eben Zeit zu nehmen und es braucht wirklich Zeit, also sei nicht schnell unterwegs, sondern man muss ein bisschen beten, überlegen und dann wirst du merken, diese Bildrahmen werden sich entwickeln und du wirst plötzlich merken, ah wow, das hat Gott in dich hineingelegt. Wir werden heute 4 Punkte zusammen durchbeten, um diesen Bildrahmen konkreter zu machen. Der erste Gedanke ist, Gott ist der Töpfer und ich bin der Ton, das heißt, Gott formt uns. Das heißt mit anderen Worten, es ist nicht so, dass das plötzlich entsteht, sondern Gott sagt, das habe ich schon von Anfang in dich hineingelegt. Und das nimmt mega viel Druck weg, weil du weißt, du wirst nicht auch plötzlich zu irgendetwas, was nicht schon in dir drin ist. Und ich glaube, das ist einer der Stress, wo man oft hat, die Angst, dass Gott etwas von mir will, was ich gar nicht will. Und das macht gar keinen Sinn, weil Gott hat diese Leidenschaft, diesen Wunsch, diese Form schon in dich hineingelegt. Es ist einfach, er bringt es einfach hervor und das kann vielleicht im ersten Moment dich ein bisschen schockieren, aber ehrlich gesagt, Gott, das war schon immer da. Ja, das ist so, du hast gesagt, es gibt ein so Hauptthema oder Hauptgrund. Ja. Und der Hauptgrund, warum wir hier auf der Erde sind, ist, weil Gott eine persönliche Beziehung mit dir und mit mir will. Und die nächsten Punkte, die wir durchbeten, haben alles mit dieser Beziehung zu tun. Wie die Beziehung aussieht, in was für einer Abhängigkeit, dass wir zu Gott stehen, aber nicht nur das, sondern in was für eine Abhängigkeit sich auch Gott zu uns einlässt. Und wenn wir jetzt über Ton und Töpfer kurz beten, das ist der erste Punkt, dann ist ja spannend, ein Töpfer ist nur ein Töpfer, wenn er einen Ton hat, den er formen kann, sonst ist er kein Töpfer und das zeigt eben die Abhängigkeit. Und ich lese uns Jesaja 64, Vers 7, heißt es, und doch, Herr, bist du unser Vater, wir sind der Ton, du bist der Töpfer und wir alle sind das Werk deiner Hände. Also das steht schon mal in unserem Bilderrahmen drin. Du und ich, wir sind das Werk seiner Hände. Und ich habe gelesen über den Ton, wenn du dir vorstellst, der Ton ist in der Hand des Töpfers. Wir hatten auch die letzten Wochen eine Message über den Ton und einen Töpfer auf der Bühne. Der Ton ist nie
passiv in den Händen des Töpfers. Also irgendwie, das ist so, das kann man sich fast nicht vorstellen, aber das ist ein Phänomen, dass der Ton nicht alles zulässt, was der Töpfer machen kann. Und das ist genau das Gebet für heute, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir in der Hand des Töpfers sind und loslassen, damit er das formen kann, was Gott sich wünscht. Genau, also du kannst auch seine Hände so hinhalten. Ich habe immer gerne, wenn ich ein bisschen so mein Gebet ein bisschen interaktiv mache, sonst ich vom Typ her manchmal denke, immer das Gleiche. So, ich danke dir, Vater im Himmel, du hast mich geformt und geprägt. Ja. Es heißt schon, im Leibe meiner Mutter, kunstvoll hast du mich gebildet. Und als ich Gestalt annahm, hast du jeden Tag von meinem Leben in ein Buch eingetragen. Das ist auch wieder etwas, wo ich weiß, ich werde nicht einfach zu früh von der Erde gehen, weil irgendetwas Komisches passiert ist, sondern Gott hat auch diese Tage gesetzt und geschrieben. Das ist auch wieder etwas, wo ich weiß, das kann ich nicht in dem Sinne einfach verlängern. Und ich danke dir, wenn ich über diesen Bilderrahmen nachdenke, wie du mich siehst, dann ist das allererste, was ich sagen muss, du hast mich schon geformt. Du bist der Einzige, der nicht überrascht ist. Ich bin überrascht, wenn plötzlich gewisse Momente, wo du zu mir sprichst und mir sagst, geh, start eine Firma oder schreib ein Buch oder beginn eine Familie, was auch immer das ist, bin ich oft schockiert, aber du denkst, ja, das haben wir doch zusammen geformt. Und ich bitte dich, dass alle diese Dinge, die mich noch wie blockieren, in das Bild hineinzukommen, das du für mich hast, dass du diese Spannungen, vielleicht auch diese Ängste, das auch innere wie blockieren, nicht zulassen, einfach wegnimmst von mir. Weil du formst und du prägst und du hast schon Dinge in mich hineingelegt. Ja, und ich habe die Hände so übereinander und spüre deshalb, So. dass ich in der Hand von Gott bin. Und das ist meine innere Stärke. Das spreche ich heute über deinem Leben aus. Du kannst das über deinem Leben aussprechen. Das ist meine innere Stärke, dass ich in der Hand Gottes bin und von ihm geformt und ich lasse los, dass er mich formen kann. Und ich spreche aus über meinem Leben. Ich bin der Ton in der Hand des Töpfers. Jetzt, warum ist dieser Ton und Töpfer so wichtig? Weil ich weiß nicht, ob du dich wertvoll fühlst, weil wir bewerten es oft auf was wir machen, ist unsere Identität oder was wir haben, ist unsere Identität. Und das ist eigentlich ein bisschen ein weltliches Denken. Man kann auch sagen, vom Sündenfall hat das Vergleichen angefangen. Und das ist eben interessant, Gott kennt das Vergleichen nicht. Gott sagt, es gibt kleine Töpfe, große Töpfe, krasse Töpfe, schwere Töpfe, leichte Töpfe, Muster, Farben. Und wir sagen, ja, das ist schön, das ist klein, das ist groß. Und Gott denkt, ich verstehe den Gedanken nicht. Und darum möchte ich dir auch zurufen, du bist schon bereits wertvoll. Und das ist, in deinem Kopf hat ein System angefangen von Werten, das Gott nicht kennt. Und das ist wirklich wichtig, dass du weißt, ich bin einmalig, auch wenn du ein klitzekleines Testlein bist. Und du denkst, aber der andere ist 5 Meter, mega groß, 2 Tonnen schwer, kunstvoll gemacht. Ja, es ist eine andere Form, es ist eine andere Prägung, aber hat nicht mit dem Wert zu tun. Wie sieht Gott mich? Und das Zweite ist, Gott ist der Weinstock, ich bin die Rebe. Es geht darum, Gott sieht mich, dass ich in einer persönlichen Beziehung mit ihm lebe. Das ist unsere Bestimmung. Und wir sind verbunden, Ja. das heißt, du kannst gar nichts, wir können gar nichts ohne Gott machen. Wir sind zu schwach, wir sind zu klein, weil was Gott mit dir vorhat, ich habe es am Sonntag erklärt, ist zu groß. Wenn Gott zu Abraham und Sarah sagt, ihr bekommt Kinder, sie waren 100 Jahre alt, die Zeit der Liebe war erloschen, da war nichts mehr los. Das heißt, du kannst diese Dinge alleine gar nicht bewirken, ist unmöglich. Ja. Wenn ein Mensch kommt, der ist krank und du betest, ist nicht dein Glaube alleine, sondern wenn Jesus nicht eingreift und ein Wunder macht, wird nichts geschehen. Das heißt, wir sind immer ständig verbunden, ohne die Zusagen, ohne die Wunder, ohne das Eingreifen von Gott funktionieren diese Dinge nicht. Und ich finde es ein schönes Bild, nimmt auch Druck, by the way, weg, wo ich denke, ja, ich muss jetzt ein Pastor sein, ich muss jetzt eine Firma gründen, ich muss jetzt ein Buch schreiben. Logisch, Leute haben mich gefragt, bist du dann immer noch nervös, wenn du predigst? Dann sage ich, nein, aber angespannt. Und angespannt ist etwas Gesundes, es hat mit einer gesunden
wie sagt man dem, Spannung. Spannung zu tun, weil ich denke, ja, ich habe das schon 100-mal gemacht, wird man arrogant. Und wenn man Angst hat, ist man verkrampft, dass man, sag ich mal, die Impulse vom Heiligen Geist gar nicht mehr spürt. Aber eine gesunde Anspannung ist etwas, was es braucht im Leben. Aber, Gesunder Respekt. ja genau, und das ist mega wichtig. Aber dennoch weiß ich, Gott wird mir dabei helfen. Ja, und es ist so krass, wenn wir uns überlegen, wie sieht Gott mich? Sieht mich als Rebe und er ist der Weinstock. Und in Johannes 15, Vers 5 steht, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und jetzt stell dir das mal vor, der Weinstock in diesem Bild und du bist die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Du kannst draufschreiben, wie Gott dich sieht. Du bringst viel Frucht, weil die Verbindung, du bist geschaffen für eine Beziehung mit dem Gott im Himmel, damit du viel Frucht bringst. Nicht ein bisschen, nicht eine Traube am Weinstock, sondern viel Frucht. Denn getrennt von ihm könnt ihr nichts tun. Und das ist die Abhängigkeit, die dieses Bild vom Weinstock auch wieder so deutlich zeigt. Ein Weinstock ist nur ein Weinstock, wenn er Reben trägt. Und Reben sind nur Reben, wenn sie am Weinstock sind, sonst sind sie keine Reben. Darum ein Weinstock, er ist verbunden und er trinkt. Und trinken ist nichts anderes. Ich lese die Bibel, das Wort Gottes, Zitate, ich bete, ich singe, bete ihn an, das sind halt gesungene Gebete. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, Vater im Himmel, du siehst jetzt meinen Bildrahmen, wo ich drin bin. Vielleicht sage ich, ich fühle mich total am richtigen Ort. Völlig alles rundherum ist genauso, wie es Gott gedacht hat. Oder ich habe das Gefühl, die Herausforderungen sind riesig. Vielleicht eine neue Season im Leben oder vielleicht, sag ich mal, die Gedanken irgendwo, überall. Aber ich danke dir jetzt, Jesus, du hast gesagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Du hast gesagt, mit deiner Kraft werde ich über Mauern springen. Ich werde Hindernisse überwinden können. Du hast gesagt, wenn ich schwach bin, dann wird meine Kraft genügen. Und du hast gesagt, wenn die Feinde laut sind, und die Feinde sind laut, sitze ich am Tisch, er ist gedeckt. Im Angesicht meiner Feinde deckst du den Tisch, aber du bist bei mir. Das heißt, ich bin nicht allein in der Situation. Und da, wo ich das Gefühl habe, es langt nicht für morgen, ja, das stimmt, es genügt für heute. Heute genügt das himmlische Mannabrot. Heute, sagt die Bibel, macht euch keine Sorgen. Heute bin ich bei euch. Kümmert euch nicht für morgen, denn heute werde ich euch mit allem versorgen, was du brauchst für jede Situation. An Weisheit in den Gesprächen, für eine Erkenntnis, wie du eine Entscheidung treffen sollst, aber auch den Mut aufzustehen, wo du aufstehen musst und vor allem, dass du weißt, ich bin ein Salz und ein Licht in dieser Erde und man setzt ein Licht nicht unter den Tisch, sondern wo auch immer du heute bist, du leuchtest für Jesus. Du kannst das Licht nicht trennen, sondern du wirst leuchten. Ja, und beim ersten Gebet Ton in seiner Hand. Bei diesem Gebet geht es um die Verbindung und du kannst mal so machen. Du bist verbunden mit diesem Gott im Himmel und das ist deine Kraft, das ist deine innere Stärke, das ist deine Identität. Du bist verbunden. Also, wir haben gesagt, wir sind geformt, wir sind verbunden und jetzt kommt Gott ist mein Vater, das ist der dritte Punkt, ich bin sein Kind. Das heißt, Gott gibt dir nicht einfach einen Auftrag, wie bei Abraham und Sarah oder bei Moses, Deborah, Esther, und denkt, jetzt bin ich aber gespannt, wie du das machst. Also da jetzt bin ich wirklich gespannt, wie du das löst. Das macht man nicht, sondern ein Vater wird dich versorgen mit den Dingen, die du brauchst. Und es ist jetzt mega wichtig, wenn du sagst, aber ich habe einen Eindruck, eine Bestimmung, eine Berufung, was auch immer das ist, und es ist zu groß. Wird Gott dich genau mit dem versorgen, was du heute brauchst. Es kann sein, dass ein Mensch plötzlich in dein Leben hineinkommt, dass Gott plötzlich so Freundschaften verbindet, was man nicht auf dem Radar hatte, Gott dir plötzlich eine Geschäftsidee gibt, die du nicht gehabt hast, plötzlich dir Gunst gibst, weil das heißt in der Bibel, Jesus wuchs mit Weisheit im Alter und auch in der Gunst. Gunst ist auch etwas, was wachsend sein kann. Und ich lese noch ganz kurz Römer 8, Vers 15 aus dem Neuen Leben Bibel. Das ist auch je nach Übersetzung, hört sich so ein bisschen anders an. Ihr habt nicht einen Geist der Angst empfangen,
sondern der Geist der Kindschaft. Jetzt könnt ihr rufen, aber lieber Vater. Und Susanne, bete mit uns diese Kindschaft, dass Gott uns versorgt, Ja. jetzt einfach in uns hinein. Du bist mein Vater. Ich bin bei dir sicher und geborgen. Ich habe keine Angst, weil du da bist. Ein Kind hat keine Angst, wenn der Vater da ist, auch wenn die Situation weiterhin bedrohlich ist. Du nimmst mich auf deinen Arm. Du schließt deine Arme um mich herum. Du hältst mich, du trägst mich. Du umgibst mich, du bist bei mir. Ich spüre deinen Duft, ich höre deinen Herzschlag, ich spüre deinen Atem. Du streichst mir mit deiner Hand über mein Haar, über meinen Kopf. Ich bin getragen. Du bist mein Vater. Amen. Amen. Weil es ist mega wichtig, dass ein Leben wird kraftvoll, wenn wir von einer Vision begleitet sind. Und darum ist dieser Bildrahmen, den ich immer wieder bringe, und ich weiß, es ist nicht so, man klatscht einfach und sagt, wow, mega cool, sondern man muss darüber nachdenken. Das ist eines von diesen Predigten, wo ich merke, es ändert erst ein Leben, wenn man wie ein Brot, man muss es kauen, man muss ein bisschen dranbleiben. Es ist einfach so Takeaway. Es ist wirklich, sag ich mal, ein Gourmet, wo man ein bisschen Zeit braucht, bis es eben aufserviert wird. Und wenn du eben diese Vision nicht hast, dann gehst du irgendwo hin, machst irgendetwas und bist irgendwie frustriert. Aber wenn du diesen Bilderrahmen hast, ist es wichtig zu wissen, es ist ja gar nichts Neues. Gott hat das geschaffen als ein Töpfer. Und dann ist es mega wichtig zu wissen, ich bin ja verbunden wie eine Rebe mit der Kraft von Gott. Und dann ist es wichtig zu wissen, Gott versorgt jeden Schritt. Gott versorgt nur so viel, wie du jetzt gerade brauchst in deiner Entwicklung. Weil es gibt auch eine Entwicklung. Und dann kommt der letzte Gedanke von heute, Gott ist mein Bräutigam und ich bin seine Braut. Ja, und wenn wir beim Vater schauen, dann zeigt uns das, dass wir eine Herkunft haben. Wenn wir daran denken, dass Gott der Bräutigam ist oder Jesus der Bräutigam ist und wir die Braut sind, dann zeigt das, dass wir eine Zukunft haben. Und das ist etwas so Schönes. Also wir haben nicht nur eine Herkunft, sondern wir haben auch eine Zukunft. Wir sind zugehörig, wir sind geliebt, wir sind gewollt, wir sind begehrt. Stell dir mal vor, du bist begehrt. Gott sehnt sich nach dir. Jesus sehnt sich nach dir. Er hat keine zweite Wahl für eine Braut. Das bist du. Du, das sind wir in seiner Kirche. Es heißt in Jesaja 62, Vers 5, wie ein junger Mann sein Mädchen heiratet, so werden deine Einwohner sich mit dir verbinden. Wie ein Bräutigam sich an seiner Braut freut, so wird dein Gott sich über dich freuen. Du, sehe gerade über uns hat so von der Ja. Sonne ist eigentlich ein doppelter Heiligenschein. Ist der Anointing of God. Den nehmen wir. Nein, den nehmen wir jetzt. Das ist wie diese Salbung, es kommt jetzt immer näher runter. Ich habe gesagt, 2, nicht einer. Und ich bete jetzt einfach über diesen heutigen Tag, dass diese Kraft Gottes, die über dir ist, jetzt eigentlich auf dich kommt. Es ist wirklich symbolisch, auf dich kommt und dich segnet in allem, was du machst. Du bist gesegnet, du bist ausgerüstet, du hast eine Autorität, du hast eine Bestimmung, eine Berufung, auch eine Zusage und auch eine Zukunft. Wenn wir verheiratet sind mit Jesus, haben wir eine Zukunft. Und das ist für mich mega, mega befreiend, weil ich weiß, jetzt kommt wieder das, wir müssen anschauen, was hat Gott gemacht, aber es nimmt auch Druck weg zum Wissen, ich kann es gar nicht verkacken. Ist nicht möglich, weil er ist bei mir. Also wir nehmen jetzt diese Salbung, siehst du, jetzt kommt sie schön runter. Ihr Lieben, ganz kurz für morgen wichtig, morgen möchte ich gerne das Abendmahl mit euch einnehmen. Könnt schon mal ein bisschen vorbereiten. Und wir haben heute das Gebet genommen aus diesem Buch. Beten wie niemals zuvor. Das sind 21 Abendmahlsbücher. Du kannst eben auch in dieser Zeit Bücher nehmen, die wir schon mal genommen haben für 3 Wochen. Bibel lesen wie niemals zuvor. Oder du hast auch dieses Andachtsbuch von dir, Susanne, geistlich wachsen extrem. Das sind ja alles wie Andachten, die uns helfen, damit jeder Tag anders wird. Und es sind ja nicht einfach Bücher geschrieben, sondern es sind immer Andachten. Also ich segne dich heute im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und Gott ist mit dir und du bist geformt, getragen, geliebt und auch gesegnet. Amen. Amen. Ciao zusammen. Bis Be blessed. morgen. Woo!